Sturmwolken ziehen sich über Europa zusammen. Misstrauen und Rivalitäten zwischen den Königreichen drohen, die Welt in einer Welle des Krieges zu ertränken. Ja, und mit dem epischen Intro begrüße ich euch ganz herzlich zu einem neuen Let's Play von mir. Ich habe mich jetzt entschlossen, ich tue Civilization 5 pausieren. Also die zweite Staffel. Ich habe dort ich glaube eine halbe Stunde aufgenommen, also 2 Parts. Aber ich werde jetzt mal pausieren fürs Erste. Und ein bisschen von dem laden, weil das Spiel ist einfach so geil, es ist so... Ja, es ist einfach genial, wirklich. Ich bin zwar noch nicht... Ja, ich bin so ein mittelmäßiger Spieler in diesem Spiel. Ja, wir spielen einfach mal drauf los. Also, um was geht es eigentlich? Also für die Medieval 2 Total War nicht kennen, eine Kampagne fortsetzen. Einzelspieler. Grosse Kampagne. Es geht darum, wir sind in Europa. Und wir können jetzt ja, ein paar Länder da auswählen. Oder eins davon, besser gesagt, wo wir können wählen können, um dann mitzuspielen. Und unser Ziel, ja, eben, da seht ihr, entweder haltet 45 Regionen und dann immer da andere Sachen. Zum Beispiel da bei Venedig haltet 45 Regionen inklusive Region Konstantinopel, also da. Oder wir können kurz machen, haltet 15 Regionen, löscht folgende Seiten aus: Mailand, Byzantinisches Reich. Da Mailand und da Byzantinisches Reich. Ja, und eben gesehen, das ist so ein Spiel, also ein rundenbasiertes Spiel. Aber die Schlacht kann man in Echtzeit machen und dann kann man, ja wie bei mir beim Let's Play Imperial Glory, einfach moderner halt. Ja, kann man seine Schlachten schlagen und taktisch vorgehen. Und welches Land wir wählen? Ich weiß nicht. Frankreich bin ich nicht so Fan. Zuerst mal, was gibt es alles für Länder? Es gibt England mal. Da seht ihr, also noch ein Teil von Frankreich, ja. Wir sind auch im Mittelalter, oder sehr frühen Mittelalter. Im Jahr 1080 nach Christus. Dann Frankreich, ja, ist noch recht klein. Ja, das Heilige Römische Reich, das gibt es heute nicht mehr. Das ist quasi der Vorgänger vom Römischen Reich, oder vom Deutschen Reich. Und ja, das hat einen Teil von Italien erobert wahrscheinlich. 100%. Und ja, es ist das Grösste einfach am Anfang. Dann gibt es Spanien, wo viel kleiner ist als heute. Dann gibt es Venedig, wo viel grösser ist als heute, weil es heute nämlich gar nicht mehr Venedig gibt, als Land. Sizilien gibt es auch nicht mehr. Ja. Normannische Ritter. Dann Mailand gibt es. Da bin ich auch ein bisschen Fan davon. Sie sind echt super. Aber einfach sehr zentral, das nervt ein bisschen. Schottland kann man spielen. Ja, da bin ich nicht so Fan davon. Weil die recht schnell pleite gehen. Am Anfang. Und die Türken habe ich eigentlich gar nicht richtig gespielt. Haben wir Türken sein sonst? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe eigentlich keine Lust, weil die sind so exponiert da. Das werdet ihr dann noch sehen, wieso. Also, ich glaube fast, wir nehmen Spanien. Komm, wir machen Kampagnenregeln lang. Mittelberater abschalten und Start.
Jetzt sehen wir auch noch unseren Auftrag, den wir haben. Oder hören dann. Spanien ist ein geteiltes Land. Die Eroberung durch die Mauren hat beim Volk einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen. Die Reconquista im Namen Gottes und des Königs geht weiter. Durch Jahre des Misstrauens und der Machtkämpfe ist Spanien orientierungslos. Die maurische Besetzung der iberischen Halbinsel genügt nicht, um die rivalisierenden Adligen zu vereinen. In solch dunklen, hoffnungslosen Zeiten hängt das Überleben Spaniens ganz allein von denen ab, die bereit sind, mehr zu tun, als es ihre Pflicht ist. Damit Spanien wieder frei und vereint sein kann, müssen neue Helden erwachen. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Da steht dran, also gescheite Sprüche da unten. Die ich jetzt nicht vorlesen würde. Und wir sind da. Ja, ihr seht die Iberische Halbinsel. Wir haben zwei Ländereien. Mal eine Stadt. Oder eine spanische Hauptstadt, ja, ist eigentlich eine kleine Stadt. Und eine spanische Burg. Toledo mit Stall. Und da ist unsere Armee, das ist der König Alfonso. Der ist ein Dichter. Okay. Und da haben wir eine kleine Armee. Und ja, wir spielen einfach mal ein bisschen drauf los. Ich werde dann alles ein bisschen im Laufe der Zeit erklären. Also, das ist ein Weg. Den werde ich jetzt gerade bauen. Der verbessert Straßen und Handel. Verbesserte Straßen heisst, unsere Truppen können sich schneller fortbewegen. Und das sind Speermilizen. Ja, Milizen, also... Ja, für den Anfang eigentlich nicht schlechte Einheiten. Die man brauchen können. Ja, die man können ausbilden und brauchen. Und die sind gut gegen Kavallerie. So. Du, was baust denn du? Musterungshalle, Trampelpfad. Komm, Musterungshalle. Die macht, dass wir da Bauern ausbilden können. Im Moment können wir nur Ritter ausbilden. Bauern sind zwar eigentlich recht schlecht, aber besser als nichts. Da kann ich mir ein bisschen Söldner kaufen. Söldner Armbrustschützen und Söldner Speerträger. Mit deren Armee werden wir mal Valencia oder Saragossa angreifen. Ich glaube es mal Saragossa. Weil der Vorteil von Städten ist, wir können die Steuern verstellen. Da ein bisschen Geld reinnehmen. Und da, bei den Burgen, können wir das nicht. Das ist der Grund. Und da haben wir so ein paar Prinzessinnen. Wer ist besser? Charme. Beide gleich. Dann gehst du mal da runter. Zu Portugal. Und du gehst mal da oben. So. Und du spionierst mal der Ballenburg aus. Da seht ihr schon, es gibt manchmal so lustige Filmchen. Yes, und es klappt. Unser Spion ist drin und hat den anderen einfach ausgezogen und seine Rüstung genommen. Ja, es ist immer noch amüsant. Ja, danke, wenn ihr es gesehen. Gut, ich würde sagen, wie endet die Runde? Da sehen wir alle Länder vorbeiziehen, wie
Wie beim Let's Play Imperial Glory. Einfach das ein bisschen neuere Spiel. Gesellschaftstrinker. Wir haben da einen Typ, einen General, der einer Prinzessin versprochen ist. Ich glaube, unsere, ja. Komm, wieso nicht? Jetzt ist wahrscheinlich eine weg, ja. Nehmt die Rebellensiedlung ein, Valencia. Ich möchte jetzt eigentlich aber Saragossa. Nee. Das ist nicht möglich, mein Herr. Ist nicht möglich. Kann es sein, wie es schon eingraviert da. Ja, gut, dann nehmen wir halt da die Stadt ein. Oh! Oh! Oh, das ist sehr gut. Zuerst mal speichern. Das mache ich amigs vor so ausgeglichenen Schlachten. Let's Play. So. Und wir werden die erste Schlacht schlagen, natürlich. Gegen den El Cid. Wo, ja, sich auf die Seite der Gegner geschlagen hat. Und uns quasi verraten hat. Jetzt sind es Rebellen. Ja, da sehen wir unsere kleine Armee. Und da sehen wir die Burg vom El Cid. Ja, dann tun wir mal unsere Leute ein bisschen gliedern. Da, was haben wir? Bogenschützen. 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 Und die dem auch da gliedern. So. Die eigentlich noch nicht anders. Danke. So. Gut, ihr kommt da führen. Ihr kommt da führen. Und du kommst da durch. So. Bei unserem gnädigsten Heiligen! Unser Spion hat die Tore geöffnet! Das ist sehr gut. Unsere Männer werden angegriffen! Jetzt sehen wir auch schon, wie die Leute ja viel laden und schiessen. Und ich würde sagen, wir rennen mit unseren Truppen einfach mal rein. Ja, und da reiten wir... Nein. Nicht. Ja, wir rennen einfach drauf zu, wie blöd. Ja. Komm schon, einfach reinrennen. Wir müssen etwas unternehmen. Komm schon. Die Tore müssen eigentlich offen sein. Hallo? Die Tore müssten offen sein. Ah, eben. Ich habe schon gedacht, hä? Das haben sie doch nicht fertig gebracht. Preiset den Herrn. Wir haben Gut. die Mauer des Feindes. Auf welche gehen wir? Auf die da, glaube ich. Und die andere Hälfte auf die. Ja, so machen wir es, glaube ich. Zack. Und wir kommen einfach da hoch und machen auch die Leute runter. Genau, genau. Ja, unsere Söldnerleute sind nicht so schlecht. Oh. Und die können eigentlich gerade da auf die gehen. Weil die Speerträger sind sehr gut gegen Kavallerie. So, vernichten wir die. Gut. Und du kommst auch noch General. Weißt du was? Ihr könntet eigentlich dafür gehen.